Merci, Herr Präsident. An einem exzellenten Artikel vom Lützeburger Land lächte Fried den ehemaligen Direktor von den Operationen vom Srel, den Lo zu Dubai sitzt. Je préfère vivre dans une monarchie absolue. Je me sens plus en liberté que chez nous. Ich will mit meiner Intervention auf Doppelmoral von unseren internationalen Beziehungen aufmerksam machen. An meine Intervention auf eine strategische Beziehung mit einer brutaler Diktatur, nämlich den Vereinigten Arabischen Emiraten, konzentrieren. Die Doppelmoral hängt von ein paar Faktoren auf. Natürlich, den ersten Faktor, also geopolitischen, hängt ganz davon ab, ob was einerseits der Bass geopolitisch, dann als Diktatur man noch schlimm, wie das am Kalten Krieg gesehen, wo die schlimmsten Monstern und der Spitze von lateinamerikanischen Ländern gesagt gesehen, weil sie den soi-disant Kommunismus bekämpft haben. Für Drohnen, so den Herr Gusti Gras, dat het viel mehr interessant wie ganz eng Beziehungen mit Diktaturen einer der anderen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zu hun, weil dat gibt's Hölfen in Richtung mehr Demokratie zu gehen. Wir merken, wie gut das mit China funktioniert. Da China geht immer nicht schlimm, ne? Aber ich meine, das ist ein Argument, eng aderweis wie sech den Seel frei ze kaufen. Mei das net so, an et gëtt jo ënnerschitschen Bezeungen zu hunn, man eng Staat an eng strategisch verdeiften Bezeung ze hunn, dat ass ganz ernst. Ein zweiten Faktor als an den eng am geopolitische Faktor verbunden als de vum Big Business. Wanns de Frick mat enger blutger Diktatur mache kannst, dann ass alles an der Reihe. An dat Mëch Lützeburg mat senger strategischer Partnerschaft mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dann ist natürlich egal, ob Mënscherechtsaktivisten, Frauenrechtlerinnen oder Homosexueller jahrelang an die Prison kommen. Herr Präsident, wo den Herr Finanzminister zu Dubai war, für kurzem, hat er permanent ähnliche Mantra immer repetiert, 3 von 4 Fonds zu Dubai sind Lützeburger Fonds. Als eng Beziehungen mit den Emiraten haben noch ein klein Gege seit. Eng Lokalgeige seit, de Royal Amelius zum Beispiel, Matten an der Wohnungskrise, ma ja, do gin iwwer daier Wohnungen fir Reicher gebaut, an de geheiert wem mat dem Abu Dhabi Investment Authority ADIA. Dat geheiert denen. Mir net nëmmen de Royal Amelius. Sie Dubai huet dort Sterreplatz opkaft. Das kein Neuigkeit, mir dat gëtt ganze Seelen gesot. Dat das die aner Kehrseite von dieser Medaille. Für auf den Punkt zu bringen, als Regierung verdeft seine wirtschaftliche Beziehungen mit einer brutalen, aber reicher Diktatur, für ein paar Reicher als Lützeburger Pläsier zu machen, und am Gegenzug kauft Dubai Ländereien zu Lützeburg ab, für Luxuswohnungen zu bauen für Reicher aus aller Welt. Kein Wunder, dass wir Nation Branding brauchen, mit unserer Außenpolitik für irgendwie ein bisschen korrekt auszusehen. Herr Präsident, ich habe nur 5 Minuten. Weil es keine lange über Verstrickungen zwischen dem Finanzmilieu zu Lützeburg und dem Finanzmilieu zu Dubai schwätzen. Das Problem ist dass all die großwirtschaftlichen Interessen zu Dubai dazu führen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate gering Lur tun, für die Menschenrechtler anzusperren, Frauenrechtlerinnen anzusperren, Homosexuelle anzusperren, Leute zu torturieren, an ausländische Arbeiter aus armen Ländern regelrecht versklaven zu können. An Kiest op de Kurs Weltausstellung, fir Dubai auch nach een Uschein vu Respektabilität zu gehen. An der Witz Stadt Welt erzählen, dat du durch die Situation von den Menschenrechten sich ging verbessern. Gerade am Gegenteil. Sie kriegen blanc sang. Herr Präsident, an den Vereinigten Arabischen Emiraten könnte zu regelmäßigen an arbiträren Festnahmen an zu trückeierten Schauprozesse gegen Oppositioneller, die mit erzwungenen Geständnissen verurteilt gehen. Ich nenne heute Synonym, den Ahmed Mansour und den Nasser bin Gaith, die allen zwei zu 10 Jahren Prison verurteilt gesehen, weil sie die Menschenrechtssituation im Internet kritisiert haben. Das sind die bekanntsten alle Menschenrechtsorganisationen, y compris du, noch schwarz von ihnen, mit da viel mehr. Ich will auch daran erinnern, dass Lützeburg einen Aktionsplan an Sachen Entreprisen und Menschenrechte hat. Le sogenannten Plan d'Action National du Luxembourg pour la mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Daran ist festgehalten, dass die Regierung bei Wirtschaftsmissionen systematisch über die Menschenrechtssituation am jeweiligen Land informieren und sensibilisieren.
Ich will dafür dem Herrn Außenminister gern vorstellen, inwiefern das Mënscherechtsverstoß am Vorfeld von dieser Wirtschaftsmission an der Delegation ugeschwert goufen, inwiefern das von Mathe Regierungsvertreter von den Arabischen Emiraten diskutiert goufen, aber wir werden nicht zu einer offizieller Stellungnahme an dem Kontext kommen. Darüber hinaus wäre mir auch froh, wenn der Herr Minister kennt allen politischen Prisonnieren an den Emiraten seine Solidarität ausdrücken, also für ihre Freilosung kennt ersetzen, aber für Neil mat Kap zu machen und zu beweisen, dass mir Lützeburger froh von den Menschenrechten auch von der Demokratie an dem vom Rechtsstaat, wofür drin viel geschwert ging, das wollen, deposieren eine auch eine Motion, die Regierung oprieft, sich für die Freilosung von den Menschenrechtsaktivisten an den Emiraten anzusetzen, und dass auch die Regierung von den Emiraten mitzudelen, auch für den Erhalt von der Deklaration universelle des droits de l'homme sich dafür anzusetzen. Ich meine, wir müssen auch eins do Konsequenzen all wie dat man jo so gut Beziehungen hun mit der Regierung werden sie bestimmt immens viel Verständnis hun, dat mir froh von den Menschenrechten auch ganz echtwellen. Voilà, ich deposieren die alte Motion. Merci. So nicht, merci. Merci, Herr Wagner. Hallo, die Regierung, der Außenminister Jean Asselborn. Herr Präsident,